Oh mein Gott, an. Wir haben eine mega speziell volle Haut, voller Überraschungen, für alle Menschen, sogar für uns selber. Das ist eine Explosion von Emotionen und von Glücksgefühlen. Wisst ihr, was wir mengen? Nee, okay, was ich mengen, weil ich sehe mit einer Person. Ich überraschend dann noch mit Orgasmus an. Das ist so etwas Faszinantes. Ich habe so viel beigelernt in den letzten paar Stunden an dich. Genre, aber nicht in dieselbe Richtung bist du. Bist du an eine falsche Richtung beigelernt? Ich so, just Sau. Ich komme hin oder so. Okay, das ist ein kleiner Teasing, ein kleiner Viergeschmack, ob was nach unserer Warte wird. Wir sind gespannt. An der Zwischenzeit schwatzen wir über Mammen, die hier Babyen nieren, währenddem sie einen Orgasmus kriegen. Was? Yep. Ei. Und viele Mammen haben in dem Moment auch Schuldgefühle per Rapport dazu, mit das selbst ganz Normales. Weil es ist tatsächlich nicht so ungewöhnlich, dass sie rein durch Nippelstimulation einen Orgasmus hat. Ah. Und das ist nicht nur die üblichste Aderweise, wie ihn kann haben, aber eng von denen ganz vielen. Ah, dann haben die Mammen zwar mega Chance, weil ich höre mehr von Mammen, die so, es fühlt sich an, wie wenn ich mal gegen meinen Nippel aufbeiße. Dann hatte ich lieber einen Orgasmus. Ja, wobei er doch zusammen schafft, weil ein Orgasmus kann auch Peng lindern. Also. Zum Beispiel, wenn es einen Orgasmus hast, wenn es der Regelbauchweh hast. Ja. Das hilft anscheinend. Ja. Oder idealerweise, wenn es zum Beispiel gerade kann auf die Welt sitzt, wenn es dann nicht kein tun, ziemlich praktisch. Bisschen penibel aber auch. Ja, nicht mehr penibel wahrscheinlich wie ob der das Rest scheiße. vom Prozess. Ja. Boah, so viel zu Geburten. Datei aus Maybe Sex. Mam Kali, Mam Tassi, und mit mir, dem An. What? I'm menstruating. Why is that a big deal? Wir schwätzen allwoch über den anderen Thema zur Sexualität. What if I had to fake an orgasm? How the hell do you fake an orgasm? Von wie der Körper funktioniert, über Beziehungen, bis hin zu Sexpraktiken. Oh. Maybe Sex. Der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Also Nippel haben wir schon nur gespart, aber nicht so üblich Aderweisen oder Platzen im Körper, die stimuliert können gehen und dann können zu einem Orgasmus feiern sind Brust, Prostat und Anus. Soll ich Anus sagen? Du kannst ruhig alles so. Prostat, das klingt wie wenn du so bis am Kaffee machst. So. Prostat! Ei, gute Bier, Prostat! Wieso steht das so an? Also mit Prostata. Ja, das ist der deutsche Wort, ja, die deutsche Variante an Prostatus. Prostat. Oder auch wie in der Blitzebeutel. Prostat. Okay, mit der Prostat. Bon, voilà. Dann die üblich Stimulierungsmethoden sind von der... Ich weiß. So tut. Also, vaginal, klitoral, penal. Boah, penal. Du klingst so los wie ein Doktor. Also, das ist überhaupt ein Wort. Ich weiß es nicht. Ich habe gemeint, ich hatte das gerade davon. Penis, Orgasmus. Was ist das an? Das musst du also erklären. Das war ein Orgasmus, kriegt durch das in der Penis-OP. Also, ob in irgendeiner Form stimuliert. Ja. Wie war das dann ein Orgasmus? Wie kannst du das da beschreiben? Es ist, wenn die Nerven überstimuliert sind. Und mehr genau kann ich auch nicht beschreiben. Mir jedenfalls kumuliert das gut Gefühl, war den bei der Stimulation von den Plätzen, die wir gerade abgezählt tun. Es baut sich ab und dann irgendwann also Höchstpunkt angelangt und dann also eben während paar Sekunden oder verschiedene Leute paar Minuten einfach mega intensiv Glücksgefühle. War das eine gute Beschreibung? Ja, tipptopp. Bei Personen mit einer Vagina ist es mehr wahrscheinlich, für einen klitoralen Orgasmus zu kriegen wie einen vaginalen. Ja, schon noch ein Zuhl. 80% von allen Frauen oder von allen Personen mit einer Vagina haben Schwierigkeiten für einen Orgasmus allein durch Vaginalstimulation zu kriegen. Yes. Also für Ranke das ein bisschen mehr konkret zu machen, Vagina ist das, was Bonnen dran ist, was den nicht vorbei gesagt.
Das heißt, wenn du irgendetwas gegen aufhören wie ein Fanger oder ein Penis oder ein Zunge oder ein Vibrator, dann wird das vaginal an Vulva ist das, was draußen ist, an Klitoris ist die kleine Menschen am Kanu. Mit Klitoris ist viel mehr groß wie das. Ja, also du siehst wirklich ein ganz Mini-Deal. Spitz vom Eisbär. Ganz genau. Und Klitoris wird interessanterweise auch 8000, also über 8000 Nervenendungen an den Penis hat er halb so viel. Ja. Ja. Mehr anscheinend sind Orgasmen selbst intensiv. Bei beiden Variationen. Okay. Aber was mir viel drunter angefallen ist, was ich gelesen habe, ist, dass der Gesichtsausdruck von Leuten, die gerade einen Orgasmus holen, ziemlich ähnlich ist wie wenn sie Peng hatten. Und das rausgefunden ist, dass dummer zusammenhängen kann, dass während einem Orgasmus dieselben Regionen am Gehirn aktiviert gehen. Und weil aber noch nicht klar ist, als wie den Körper zwischen Plaisir und Peng unterscheidet. Also ich fand, es macht schon Sinn, dass es doch irgendwie Peng ist, weil das ja aber auch schlussendlich eine Überstimulation. Also irgendwo sind die Nerven dann, wie hast du sie genannt? Nervenendungen. Die Nervenendungen in dem Moment einfach überreizt. Also wahrscheinlich hast du auch eine gewisse Peng, die aber so übertrumpft wird von positiven, angenehmen Gefühlen, dass sie am Endeffekt gar nicht spielt. Und gibt auch viele Hormone da ausgeschüttet im Moment, also die Glückshormone sind Dopamin, Oxytocin. Yes. Und dadurch hat den Orgasmus auch gesundheitlich Nutzen für den Körper. Männer zum also Beispiel. Wenn du Grippe hast, dann geht es wasch dadurch, oder was? Ganz genau. Nice. Nee. Ich nie beim Doktor zu gehen. C'est pas vrai. Also, es reduziert das Risiko für Prostatakrebs an der Oxytocin, den ausgeschüttet wird, der wirkt wie Relaxationsmittel. Und kann anscheinend helfen gegen verschiedene Formen von Krebs und Herzerkrankungen. Korrekt. Yes. Also umso mehr Grund für da so viel wie möglich zu holen. Ja, Mann. Weil auch immer in dazu könnt. Anscheinend, habe ich gelesen, Distanz zwischen der Öffnung von der Vagina, dem Angang, an der Klitoris beeinflusst, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sie einen vaginalen Orgasmus kann haben. Wenn die Distanz manner groß ist wie die Breite vom Dumm, dann ist die Wahrscheinlichkeit mehr groß. Also ich hatte Anscheinend. gedacht, dass das gegen dummer da zusammenhängen, dass wenn dann etwas an die Vagina angefordert wird, dass das dann Wahrscheinlichkeit mir groß ist, einfach, dass das dann auch wieder die Klitoris reift. Mit da wird ja trotzdem her nur klitoralen Orgasmus. Ja, also ich meine, das hängt immer zusammen. Also auch dadurch, dass selbst an die Vagina angefordert wird der Kitzler einfach matt stimuliert. Kitzler ist ein anderes Wort für Klitoris. Dann ist es so, dass wenn eine Penis hat, an der Regel während dem Orgasmus zu einer Ejakulation kommt. Es kommt Sperma aus der Penisöffnung raus, was prinzipiell am Durchschnitt 5 Milliliter sind, also ein Teelöffel. Bei Frauen kommt auch etwas raus, das nennt sich weibliche Ejakulation. Es ist aber von Person zu Person unterschiedlich. Bei verschiedenen können so viel raus, dass es visibel ist, also bei anderen ist es viel mehr wenig. Und das so ein Spautartig. Flüssigkeit. Aber ich meine, viele Leute, wenn sie an weibliche Ejakulation denken sie an Squirting. Und das wäre etwas, wo etwas rausgespritzt könnt. Und das ist normalerweise dann einfach Urin. Also das ist einfach Piss. Also das natürlich könnte auch von einer ungerichter Reaktion raus. Also das ist nicht wie wenn die Leute einfach mal pissen. Das ist schon tut auch etwas Sexuelles aussehen. Aber das, was du rauskommt, ist im Moment Piss. Und weibliche Ejakulation ist dann eben, wie wir gerade so mehr etwas Spautartiges und meistens ist es einfach viel Männer. Also kann sein, dass ihr nicht gesagt habt, das nie so viel, dass es so schlagartig rausgespritzt kam. Korrekt. Yes. Hallo, als die groß froh, für immer Penis zurückzukommen, ist es möglich, einen Orgasmus zu holen ohne Ejakulation und ist es möglich, eine Ejakulation zu holen ohne Orgasmus. Dann war das auf jeden Fall Trommelwirbel. Jo! Erklär.
was ich gehören hun als das eng Möglichkeit wie Personen mit einem Penis können mehr Orgasmen 109 hun kein Erholungsphase brauchen die normalerweise 30 Minuten dauert oder ein Viertelstunde oder Podage. Genau, oder 15 Minuten bei Jungen Männer bei an die Urzing-Jährigen. Das kann dem Moment, wo in den Orgasmus hört, zu Summe putzen, so wie wenn ihn sich gibt von der Aufhalten zu pissen. An dem Moment ejakuliert den nicht und verspielt den einfach einen Orgasmus und dadurch kann ihn weitermachen und kann ihn das Pummel nicht machen. Ich weiß nicht, wie, ob der dann alle Fall funktioniert. Ich habe schon eine Ecke gelesen und mich ziemlich fasziniert. Wir haben das nie probiert. Nee, schon nicht probiert. Und ich habe noch nie davon eine Höhere gehabt, bis zu dem Moment, wo ich gelesen habe. Weil ich meine, wenn Mädels das wissen, wären sie ganz froh, wenn das können auszuprobieren, weil das ja was so ein Ideal ist für viele Leute, einfach viel Orgasmen können zu haben. War aber bei Frauen tatsächlich mehr üblich ist. Ja, die haben nicht so eine Rohphase, die sie dann nur brauchen. Ja, je nachdem, wie ihn sich stimuliert, ist es möglich, für da 409 zu haben. Dadurch, dass ihn zum Beispiel nicht Klitoris direkt stimuliert, aber mehr so den Entourage. Ja, als ihn einfach Männer sehr aufgestumpft oder überreizt. Ja, sehr gut. Aber, du hast es wieder schon angeschaut mit den Nippeln. Also, Genitalien sind nicht der wichtigste Faktor bei einem Orgasmus. Es sind zum Beispiel auch Leute, die Fuß amputiert kriegen, die nur einen Orgasmus verspüren auf der Platz, wo der Fuß gewischt wird. Oder schon von einer Frau, die immer einen Orgasmus hat, okay, es war sich Zahn gewürzt wird. Ja, kennen zwar Menge, sie ging sich mega viel Zahnwurzeln, aber sie war immens religiös und hat gedacht, sie wäre vom Teufel besiegt und dafür hat sich nämlich getraut, sich Zahn zu wurzeln. Und das ist dafür der Beweis empfangen, dass die Sache mehr am Kopf gehen, als tut mehr etwas mit den Nerven zu tun, wie mit den Genitalien selber. Ja, genau. Damit wäre man nämlich auch bei mir ungewöhnlichen Art und Weisen für, oder Männer bekannten Art und Weisen für einen Orgasmus zu kriegen. Also gehen Personen, die einfach ohne irgendeine Berührung können einen Orgasmus tun, allein durch Spiegelneuronen zum Beispiel, wie das so schön heißt. Dadurch, dass zum Beispiel gesehen, wie eine andere Person stimuliert wird. Ja. Und dann habe ich in meiner Recherche da etwas Interessantes fand. Wissenschaftler probieren immer herauszufinden, genau was der Punkt ist, der Zweck ist von einem Orgasmus, ob das einen Grund hat. Also, eine Zeit lang durchgeben, Absack, hat das sich genannt, entstehen. Nämlich, hast du gemerkt, dass wenn eine Frau einen Orgasmus hat, dass sie dann gibt, so wie Vakuum bilden und das gibt machen, dass die Spermien beigeben, Rob und Gebärmutter gesaugt gehen und dadurch wird mehr wahrscheinlich, dass er gegen schwanger geht. Das hat sich ja nur rausgestellt, das hat nicht wahr ist. Wir sind aber rausgefunden bei Schwein, also bei einer Sau, wenn die sexuell stimuliert ist oder einen Orgasmus hat, währenddem sie künstlich befruchtet, dann da hat sie nur mehr, kriegt sie mehr Vierkeln. Wie was nicht ein Orgasmus. Oh ja. Ein Babyvierkler. Und dafür hat sie nur ein während der künstlichen Befruchtung gehen die Schweine dann oder die Sei von Bauer sexuell erregt. Ich schon nur leider Gottes ein Video davon gesehen. Also das ist wirklich mega, mega verstörend. Ich kann nicht mehr kommentieren. Du kannst nicht aus den komischen Hobbyen Ey, das war alles Recherche. Das ist alles bei einem professionellen Niveau aufgeladen, okay? Okay. Rette da dann. Dann Loriva zu der coolen Kategorie, man coole Kelly. Geht es alles langweilig, ja. Also, mein Spruch nicht Kelly. Nein. Okay. Ist nie langweilig. Mal dann rüber zum Kelly. Wuhu. Ciao. Ciao. How to. Eine Aufweisung für den Gebrauch. Schwätzen über Sexualität ist nicht immer einfach. Für allem mit seiner Sexualpartnerin oder seinem Sexualpartner über Sex zu schwätzen oder beim Sex zu schwätzen, als ob es, wer den oft mal lehren muss, kann.
Auf viele Filme und Serien geseit das immer so einfach aus. Sie haben Sex, schwatzen nicht mit denen, alles klappt von der Basis und der Sex von ihrem Leben. Auch auf Pornos schwatzen die Leute nicht mit denen. Aber an der Realität geseit das immer ein bisschen ernst aus. Wie möchten das hallo? Punkt Nummer 1. Verbalkommunikation. Sich verbal Konsens, also Verständnis zu gehen und zu erfrohen, klare Antworten zu kriegen, ist extrem hilfreich und wichtig. Was kann ihr sagen, für zu weisen, dass es einem gefällt? Es kann ihn zum Beispiel sagen, das fühlt sich gut an, schon gern was du miss, mach weiter, ich will Lust auf dich, ja, wenn ich glift, genau du. Oder auch Anweisungen gehen, wie pack mich heim. Und wie eng frohen kann ihr beim Sex oder Körperkontakt stellen? Es kann ihn zum Beispiel frohen, dir möchtest du upacken, ist das okay? Gefällt dir das? Fühlt sich das gut an? Wo soll ich dich upacken? Soll ich weitermachen? Soll ich abhalten? Mehr fast? Mehr los? So mal was du gern hast. Oder auch noch, geht es dir gut? Bist du okay? Wie weit dir willst gehen? Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen ungewöhnt, so klar alles aus und unzuschwätzen. Mir wirklich hilfreich für herauszufinden, was passt, aber was die Person gern hat. Mir auch nicht nur am Anfang als Verbalkommunikation wichtig, weil je nach Stimmung, Tagesform und Kontext kann es sich zum Beispiel verändern, wo und wie ihr will ungepackt gehen, aber nicht. Wenn ihr sich da nicht sicher ist, nur frohen ist die beste Idee. Wenn es einem schwer fällt, beim Sex wieder zu verlieren oder schwatzen heißt du nicht so gut geht, gibt es eine Methode, die einen leicht machen. Ich nenne sie mal Dampelmethode. Wie bei einer Verkehrslut kann ich da benennen, wie es einem grad geht. Entweder ob nur froh oder auch ungefroht. Wenn ihr seht gering, hier steht passt, mach weiter. Orange heißt Moment, ein kurz Pause. Ich muss gucken, wie sich das aufhält, ich weiß nicht, wie sich das aufhält. Rot heißt Stopp oder direkt abhalten. Me für was das Methode? Ja und nee können heinz du verwirrend sein, weil sie nicht unbedingt sagen, was die meint. Zum Beispiel sie den oftmal ja, mir Anfang meint die mi los, mi fast, pack mich inzwischen auch nicht un, ich weiß es nicht genau. Oder es kann auch untönend sein zu sagen, nee, mir Anfang will ich sagen, mach weiter. Konkret beschwerte Wörter können einem Dummi einfach machen. Die kann ihn zusammen etablieren. Das muss auch gar nicht grün, orange oder rot sein. Und auch allgemein darüber zu schwatzen, was die kann mengen, wenn ihr etwas seht, ist hilfreich. Punkt Nummer 2. Nonverbalkommunikation. Es muss ihr nicht nur drauf gucken, was die andere Person sieht, mir auch, was der Körper mischt. Das gilt natürlich auch für sich selber. Zeichen, für das es gut aussehen, die Person kennt mich nur, sie ist anwesend, sie lacht, sie reagiert mit Zustimmung, sie interagiert und ist nicht apathisch oder irgendwie ungewöhnlich traurig, sie guckt ihn an, sie sieht aus, wie wenn sie etwas genießen und so weiter. Du hast natürlich auch Alkeas von Person zu Person und von Sex zu Sex ein bisschen anders. Punkt Nummer 3. Zusammenspiel von Körperspruch und verbaler Kommunikation. Den Idealfall ist, dass Körperspruch und verbal ausdrückt dasselbe zu sein. Zum Beispiel, dass fischt war oder eine Erektion hat und aber nie sot und das echt meint und auch zum Beispiel am Nachhinein schwätzt. Das nennt den auch noch Arousal Dissonanz. Dissonanz heißt, dass etwas nicht zusammenpasst, in diesem Fall Kopf und Körper. Das geht natürlich auch in die andere Richtung, also dass mega erregt ist, mir zum Beispiel nicht fischt oder keine Erektion hat und aber Lust auf Sex. Das ist natürlich verwirrend. Weil, ob was soll denn da noch vertrauen, wenn nicht darauf, wenn die Genitalien von einer Person sexuell stimuliert sind? Muss die Person nur die ganze Zeit, ja, ich will, mach weiter so, für das es passt? Nee, muss sie natürlich nicht. Und das ist auch okay, nicht zu wissen, wenn es gerade für eine Person nicht okay ist. Hier ist das Allerwichtigste, der Person zu glauben, wenn sie sieht, das war nicht okay für mich, und mein Körper hat auf eine andere Weise reagiert, wie ich es empfunden. Also, im Zweifelsfall mehr auf das vertrauen, was der Sexualpartner oder Sexualpartnerin sieht, wie auf ihr physische Reaktionen. Und als Antwort auf, worauf kann ich mich da beim Sex verlosen? Verlosen kann ihn sich immer am besten, aber klaren und enthusiastischen Ja. De Fazit. Schwätzen über Sex, aber im Sex, sie kein emuliges Gespräch, mehr ein Dialog, den am Idealfall ein regelmäßigen Teil von einer Beziehung, an der Sex hat oder Sex will. Egal ob romantische Beziehung, Freundschaft plus
Bestiertnis, unregelmäßig Hookups oder eng aner Form von Beziehung. Dir hut nach frohen Antworten oder Umwirkungen? Da schreibe da es auf sex@ara.lu. Er frohe gi natürlich beantwort oni das ma ernehmen nennen. An iwwer Feedback freem ja ist natürlich auch. Dir fand Mayway Sex auf Facebook, auf Instagram, an Site sexpodcast.lu oder op all eure gewinnene Podcast-Plattformen. Mayway Sex, der Podcast für all Mensch mit engem Körper. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationalen Referenzzentrum für Promotion von der affektiver und sexueller Gesundheit. Finanziert von der Œuvre Grande Duchesse Charlotte. Den CESAS geht all Responsabilität für den Inhalter von diesem Podcast auf.